Morgen miteinander. Also wenn ich diese Fotos von unserer Kirche sehe, dann finde ich, also da bin ich noch sehr moderat. Also gibt es einige Leute, die noch ein bisschen crazier unterwegs sind. Was für eine Serie. Holy Patchwork. Unser Glauben oder mein Glaube braucht Familie. Und ich finde, das ist einerseits extrem ermutigend, das ist so extrem bereichernd, das ist auch gleichzeitig extrem schön, aber ich finde das ganz ehrlich auch ziemlich herausfordernd. Ich finde das manchmal sehr mühsam bis hin zu einfach doof. Das mit dieser Familie, mit dieser großen geistlichen Familie. Weil wie in einer richtigen großen Familie, da gibt es Menschen, mit denen funktioniert das einfach so gut und mit anderen, da wird es ein bisschen herausfordernder. Aber genau um das geht es. Unser Glauben braucht eine Familie, damit wir im Glauben wachsen können. Unser Glaube braucht ein geistliches Zuhause. Und damit dieses gemeindliche, damit dieses göttliche Zusammenleben funktionieren kann und dass es im besten Fall eben auch ein Segen wird, weil das hat Gott sich ja dabei gedacht bei dieser großen Familie, dass es ein Segen ist, dass wir einander herausfordern, dass wir einander schleifen, dass wir uns einander weiterbringen, aber dass wir uns einander tragen, dass wir uns einander lieben, füreinander da sind, dass wir füreinander ein Segen sind. Und darum ist es gut, so ein paar Merksätze zu haben. Ihr kennt das vielleicht, es gab zu einer Zeit so überall diese Poster und Karten und Schilder zu kaufen mit Familienregeln drauf. Und mein Mann, der junge, hübsche, attraktive Herr am Keyboard, mein Mann und ich, wir dachten, ja, das wäre noch gut für unsere Familie. So ein bisschen für uns, aber vor allem für die anderen, damit die möglichst dran denken, was dann in unserer Familie wichtig ist, weil die vergessen das manchmal. Und dann hat uns aber irgendwie so ein bisschen diese manchmal sehr absoluten Aussagen von diesen Schildern gestört, so wie wir sind immer ehrlich oder wir umarmen uns jeden Tag. Und mich hat dann eigentlich auch schon das Wort Familienregeln gestört, weil ich hatte dann so innere Bilder von Schule, wie wir dann die Regeln nicht eingehalten, 10-mal an den Kühlschrank schreiben müssen, ich habe nicht jeden Tag umarmt, oder dann hatte ich so Bilder von interner Familienpolizei, die dann Bußen anfängt zu verteilen, und wir haben gedacht, nein, komm, wir machen unser eigenes Ding, wir nennen es Familienwerte, aber wir schreiben so unsere Werte auf, an denen wir uns als Familie orientieren wollen. Und das sieht so aus, das hängt bei uns im Gang, und tatsächlich immer wieder gehen wir vorbei und merken so, oh ja, das mit dem anständigen Ton, das wäre doch noch auch was für mich. Und in unserer Serie beschäftigen uns wir so mit den ICF-Familienwerten. Das sind diese Einandersätze, an denen wollen wir uns orientieren. Da wollen wir sagen, das möchten wir machen, damit unser Zusammenleben gut funktioniert. Das wird füreinander zum Segen werden. Und als Matthias mich gefragt hat, zu welchem dieser Einandersätze ich gerne predigen würde, war mir ganz schnell klar, einander vergeben. Und ich habe es dann zwischenzeitlich fast ein bisschen bereut, weil ich gemerkt habe, das Thema, das fordert mich ziemlich heraus. Nicht intellektuell, das bekomme ich einigermaßen hin, aber es fordert mich sehr persönlich, es fordert mich emotional, es fordert mich praktisch ziemlich heraus. Und ich habe gemerkt, ja, wenn man was predigt, es aber selber nicht wirklich macht, ist auch doof. Und so stehe ich heute Morgen hier und sage, ich bin herausgefordert. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich einladen kann, dass du dich heute mit mir zusammen herausfordern lässt. In Kolosser 3,13 steht, geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.
Und in Epheser 4 lesen wir ganz ähnlich: Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Und warum ist dieses einander vergeben so ein grundlegend wichtiger Wert im ICF, in der Kirche, in dieser Holy Patchwork-Familie? Warum muss das auf unserem ICF-Familienwerteposter stehen? Und Klammerbemerkung: Dieses Prinzip, das gilt hier innerhalb der Kirche, das gilt innerhalb der großen Kirche, aber dieses Prinzip vom einander vergeben, das gilt überall, in deiner Nachbarschaft, in deinen Freundschaften, an deinem Arbeitsplatz, im Vorstand vom Kegelverein. Warum ist einander vergeben so wichtig? So wichtig, dass es auch in der Psychologie eine ganz große Rolle spielt. Wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen miteinander zu tun haben, wo Menschen miteinander leben und arbeiten, da kommt es zu Spannungen, da kommt es zu Konflikten, da kommt es zu Enttäuschungen und zu Verletzungen, auch in der Kirche. Und vielleicht sind da die Verletzungen fast noch ein bisschen größer, weil irgendwie bewusst, aber meistens unbewusst haben wir vielleicht so ein bisschen höhere Erwartungen, weil schließlich sind wir ja hier alles Christen. Wir sollten ja eigentlich wissen, wie das ist mit diesem einander lieben und diesem dienen und all diesen Geboten da. Und hier dürfte man doch schließlich erwarten, dass man nicht verletzt wird. Und doch werden wir verletzt. Auch in der Kirche, weil wir Menschen sind. Vielleicht ist unser Maßstab ein bisschen höher gesetzt in der Kirche. Vielleicht ist er sogar etwas überhöht. Und wir sind soziale Wesen. Wir sind auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen. Und oft empfinden wir Fehler und Enttäuschungen, Verletzungen von Menschen, die uns nahestehen, Menschen, die uns viel bedeuten, Menschen, die uns vielleicht sogar ein Vorbild sind, Fehler von uns wichtigen und nahen Menschen, die verletzen uns oft tiefer und stärker. Und dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit solchen Verletzungen umgehen. So eine Strategie ist zurückgeben. Du machst mir weh, dann mache ich dir weh. Das ist eine sehr beliebte Strategie auf dem Spielplatz. Du haust mir den Bagger auf den Kopf, dann hau ich dir mit der Schaufel auf den Kopf. Und wenn ich aber so rundherum schaue, wenn ich vor allem mich anschaue, dann merke ich, nicht nur auf dem Spielplatz, auch bei uns Erwachsenen sehr beliebt. Vielleicht machen wir es ein bisschen subtiler, manchmal auch nicht. Vielleicht haben wir so nach außen so den Schein, ja, alles gut und so, aber hintendurch lästern wir und sagen die übelsten Sachen oder innerlich. Und meine erste Herausforderung war, wir haben so einen Menschen in unserem Leben, mit dem hatten wir es wirklich, wirklich schwer. Da wurde so viel Unwahres über uns erzählt, da wurde so viel Leidwerk, da wurde so viel Ungerechtigkeit war da und wir haben das immer versucht zu klären und es war keine Bereitschaft für Klärung. Und das hat sich so angestaut und das hat sich irgendwie nie gelöst. Und obwohl das schon einige Jahre her ist, nach all der Zeit, wenn ich am Wohnort dieser Person durchfahre, dann habe ich immer noch so Spielplatzfantasien. Ich habe Fantasien davon, wie ich der Person Katzengaggi in den Garten werfe. Und das tönt im ersten Moment lustig. Haha, hast du ein lustiges Beispiel gefunden oder so, vielleicht sogar erfunden? Nein, es ist nicht erfunden. Und es ist auch überhaupt nicht lustig, weil ich bin jetzt seit 3 Wochen 50. Man könnte erwarten, dass mit ein bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen Gelassenheit, dass dieses Niveau nicht mehr bei mir ist. Es ist eigentlich peinlich, traurig und ein Armutszeugnis.
Und mit dieser Strategie vom Zurückgeben, innerlich oder äußerlich, gibt es im ersten Moment so ein gutes Gefühl, aber leider hält dieses Gefühl nicht lange an. Und es löst meine Verletzung, es löst meine Verbitterung, es löst es nicht. Meistens, siehe Beispiel, wird es immer mehr gefüttert. Eine weitere Strategie ist weggehen. Ich nenne es jetzt mal abhauen. Und das ist wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit dem sich bewussten Entscheiden, sich etwas nicht mehr auszusetzen. Zu dem sage ich später noch was. Aber ich rede davon, wenn es unangenehm wird, wenn wir enttäuscht worden sind, wenn es weh macht, dass wir es nicht aushalten, dass wir da nicht durchgehen, dass wir es nicht anschauen, sondern dass wir, schön gesagt, weiterziehen oder eben, dass wir abhauen. Wir ziehen enttäuscht und verletzt weiter an einen neuen Arbeitsplatz, in neue Freundschaften, in einen neuen Verein, an eine neue Arbeitsstelle, in eine neue Kirche. Und wir erleben erstaunt, meistens schmerzlich, auch hier sind Menschen. Und auch hier werde ich wieder verletzt. Und das Problem ist ja die Bitterkeit und die Wut und den Ärger, den ich vorher hatte, aber nicht angeschaut habe, den habe ich mitgenommen. Am neuen Ort sind die Erwartungen vielleicht noch ein bisschen größer, noch ein bisschen höher, weil hier muss es doch wirklich klappen und wieder nicht. Und die Enttäuschung, die wird größer. Und dann kann man auch Abhauen extrem machen. Ich habe nur noch den allernötigsten Kontakt mit menschlichen Wesen. Aber wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Beziehungen. Manche brauchen mehr, manche brauchen tatsächlich weniger, aber alle brauchen wir so ein Eingebettetsein in soziale Beziehungen. Abhauen funktioniert auf Dauer nicht. Abhauen macht uns auf Dauer verbittert und einsam. Und eine dritte, sehr beliebte Strategie ist ignorieren und schlucken. Ich halte es aus, ich ignoriere es, ich rede es klein, ich tue, als wäre es gar nicht so schlimm, als wäre es gar nicht da. Ich schlucke es und wieder nachsichtig sein und über etwas hinwegsehen, das ist eine gute Strategie, das schauen wir nachher an. Aber es ist nur eine gute Strategie, wenn ich dann eben auch vergebe. Weil ohne Vergebung wird das Geschluckte nie verdaut. Und du hast vielleicht körperlich schon einmal erlebt, was es bedeutet, wenn deine Verdauung nicht verdaut über längere Zeit. Das ist nicht so angenehm und ist auch nicht so lustig. Und ignorieren und schlucken, ohne Verdauen, ohne Vergebung, das macht uns auf Dauer krank. Und das gibt so einen Klumpen. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Christen das Gefühl haben, vergeben, nachsichtig sein ist gleichzusetzen mit schlucken. Schwamm drüber, nicht so schlimm, hat sicher nicht so gemeint, das kommt schon wieder gut, irgendwie mit Gottes Hilfe vielleicht. Und ich glaube, auch hier in unserer Kirche sind heute Morgen Menschen da, die haben so viel geschluckt, aber die haben nie verdaut. Und die haben so diesen Klumpen im Bauch. Und egal, welche Strategie wir anwenden, wenn wir nicht verdauen, dann bleibt dieser Klumpen von Verletzung, von Bitterkeit, von Wut, von Enttäuschung, von Verunsicherung. Und dann kommt Jesus und er sagt, hey, meine Strategie ist nicht schlucken, ist nicht abhauen, es ist nicht zurückgeben, es ist, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Und spannend ist, es gibt so die Etymologie. Die Etymologie, das ist, da beschäftigt man sich mit der Wortherkunft. Wie ist ein Wort entstanden? Beim Wort vergeben, das merken wir schnell, da steckt das Wort geben drin.
Und da kann man sich vorstellen, da gibt man sozusagen den Schuldschein. Die Schuld, die jemand an mir gemacht hat, die gebe ich zurück, die lasse ich los. Und beim Wort verzeihen, das wusste ich nicht, das kommt vom alten Wort zeihen. Und zeihen bedeutet auf einen Schuldigen zeigen. Das bedeutet jemanden anklagen, so immer den Finger drauf haben. Und verzeihen heißt, ich ziehe die Anklage zurück. Ich zeige nicht mehr, innerlich oder äußerlich. Und wenn man das so hört, dann könnte man fast denken, verzeihen und vergeben, das hat hauptsächlich mit dem zu tun, der an mir schuldig geworden ist. Ich entlasse ihn oder sie aus der Schuld, ich vergebe. Aber beim einander vergeben, da geht es eben ganz speziell um mich. Ich lasse den Groll, ich lasse die Wut, ich lasse die Bitterkeit, ich lasse den Klumpen los, damit die Verdauung wieder, oder ich vergebe, damit eben die Verdauung wieder funktioniert. Und wenn ich losgelassen habe, dann habe ich freie Hände. Und diese freien Hände, die können dann wieder empfangen. Und diese ungute Verbindung, die ich immer irgendwie habe mit dem, der schuldig an mir geworden ist, die löse ich auf. Und darum bedeutet zum Beispiel in der Psychologie Vergebung unter anderem auch, ich befreie mich aktiv aus der Opferrolle. Ja, ich wurde Opfer. Nein, ich muss nicht Opfer bleiben. Das ist aber meine Entscheidung. Denn solange ich an dieser Wut und all dem festhalte, habe ich diesen unverdauten Klumpen im Bauch. Und jedes Mal, wenn ich die Person sehe, an ihrem Wohnort vorbeifahre, die gleiche Automarke, eine ähnliche Stimme höre, bewegt sich dieser Klumpen oder er wird sogar im blödsten Fall noch größer. Und ganz oft merkt ja die andere Person das gar nicht. Du hast da dein Zeugs und der findet, nicht meine Sache. Und ich glaube, es gibt dann sowieso Stufen der Vergebung. Und die erste Stufe, die ist nicht zu unterschätzen, das ist sozusagen unsere breite Basis, auf der wir stehen. Das ist nachsichtig sein und vergeben, ohne anzusprechen. Es gibt so diese Sachen, und ich meine das wirklich nicht wertend, aber es gibt so dieses, ich sage jetzt mal so kleine Alltagsverletzungen. Die können sehr, sehr unangenehm sein und die können auch einen kurzen Moment sehr weh machen. Kennst du das, wenn du dich mit Papier schneidest? Das macht richtig weh für einen Moment, aber meistens gehen wir mit dem nicht in den Spital. Die allermeisten von uns. Wahrscheinlich erzähle ich es nicht mal meinem Mann am Abend, wenn ich ihn sehe, schau einmal, was da passiert ist. Vielleicht schon, das kann sein. Aber in den allermeisten Fällen macht das weh, ist sehr unangenehm, aber es ist so eine Alltagsverletzung. Vielleicht kommt ein Pflaster drauf, vielleicht auch nicht. Und solche Alltagsverletzungen, die können passieren, wenn Menschen zusammenkommen. Eine ungeschickte Bemerkung, ein komischer Blick, schon wieder ins Wort gefallen, den Geburtstag vergessen oder nicht so gratuliert, wie man das gerne gehabt hätte. Und erstaunlicherweise können aber diese kleinen Verletzungen, die können wahnsinnig viel zu unserem Klumpen dazu beitragen. Und ich glaube, da dürfen wir so auf einer Stufe sein, wo wir nachsichtig sind und ohne anzusprechen vergeben. So wie den Fünfer mal gerade sein lassen, ohne es immer anzusprechen. Und ich bin eben Team ansprechen. Ich will immer alles ansprechen, immer alles zu Boden reden. Und das wird manchmal sehr, sehr anstrengend. Weil unser alltägliches Leben hat wie auch eine breitere Basis da drinnen. Und das ist nicht das Nachsichtig sein und vergeben, das ist nicht so dieses so, ich habe es im Fall genau gesehen,
Aber ich sage jetzt nicht, aber innerlich habe ich es auf meiner Liste geschrieben und wehe, es kommt noch mal. Das ist nicht nachsichtig sein und vergeben. Das ist verbittert runterschlucken und den Klumpen füttern. Es ist vielmehr so dieses, oh, ja, das hat weh gemacht, das hat mich irritiert, das hat mich verunsichert, das war jetzt komisch. Aber innerlich wir merken, okay, der hat das wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Ist es jetzt so wichtig? Lohnt es sich, das anzusprechen? Nein. Okay, ja, vielleicht komme ich auch zur nächsten Stufe. Aber dass ich wie bewusst das wahrnehme, bewusst entscheide, hey, ohne dass ich der Person den Schuldschein zeige, ich vergebe dir das aktiv. Und ich lasse den Schuldschein los. Und wir brauchen so dieses Großzügige, wir brauchen dieses Nachsichtige, wir brauchen dieses gnädige Herz, wir brauchen diese vergebende Liebe. In diesen, ich sage jetzt mal so Alltagsverletzungen, meistens einmalige Sachen. Ich trage dir das nicht mehr nach, es steht nicht mehr auf meiner Liste. Und es gibt eine ganz spannende Stelle in Matthäus 18. Jesus redet da vorher so mit seinen Jüngern über Vergebung unter Brüdern. Er sagt auch, geht und sprecht das an und so weiter und so fort. Und dann kommt Petrus zu Jesus. Und ich liebe Petrus. Immer wenn es mit Petrus was zu tun hat, laufen bei mir so innere Filme ab. Und Petrus kommt zu Jesus und er sagt so, ich stelle mir den so vor, Jesus, ich habe da noch so eine Frage, wie das ist da mit dem Vergeben, mit den Brüdern da. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft muss ich denn das machen? Und er gibt selber schon gerade eine Antwort. Er sagt 7-mal. Und ich stelle mir da immer so vor, wie er denkt, ja, da habe ich recht gut gesagt. Jüdisches Denken, 7, da steht für Ganzheit und Fülle. Da habe ich richtig eine Messlatte gesetzt mit 7-mal. Und er ist da bei sich und denkt, Jesus sagt, ja, 7-mal. Und Jesus sagt, nein, Petrus, nicht 7-mal. Und in meinem Film schaut Petrus da so auf und denkt, oh, nein, nicht 7-mal, noch weniger. Ja, Johannes, ich weiß, du bist bei 6,5, jetzt geht's ab. Und Jesus schaut Petrus an und sagt, nein, nicht 7-mal, 70-mal 7. Immer und immer wieder. Und Petrus schaut bei mir erst dann Jesus an, weil er war vorher so beschäftigt mit sich selber. Und dann schaut er auf und er sieht eigentlich so in den Spiegel, den Jesus ihm da hinhält. Und diesen Spiegel sieht er diesen listenmachenden, kreuzli-machenden, kleinlichen Erbsenzähler. So ist es jedenfalls mir ergangen beim Vorbereiten. Ich habe in diesem Spiegel diese kleinliche Erbsenzählerin entdeckt. Aber das Schöne ist, hinter dem Spiegel, da sieht Petrus Jesus. Da sieht Petrus diesen Jesus, der also eine immerwährende, immer neu gnädige Vergebung ausspricht. Da ist dieser Gott, der mir grenzenlose Vergebung zuspricht. Und für mich ist das so dieser Jesus, der mir auf eine feine, liebevolle und sehr humorvolle Art und Weise sagt, hey, wenn Menschen zusammen sind, dann muss man bereit sein, immer und immer wieder zu vergeben, sonst wird das nichts mit den Menschen. Sonst funktioniert das nicht. Was immer und immer wieder vergeben nicht bedeutet, auch auf das komme ich noch später zurück. Und dann gibt es aber so wie eine Stufe höher und da gibt es keine eindeutige Grenze. Aber wenn es bei dir einen Klumpen gibt, dann musst du das auf einer Ebene musst du das angeben. Entweder auf Stufe 1, 2 oder 3. Aber es gibt so diese Ebene, es passiert immer wieder. Oder es hat wie so ein bisschen System. Entschuldigung, es hat ein bisschen System, aber niemand spricht es an. Oder es hat mich wirklich durcheinander gebracht. Es hat mich so aus dem Konzept gebracht. Es ist wie ein Stachel geblieben. Oder diese blöde Alltagswunde, die hat sich entzündet. Und da wünsche ich mir für unsere Kirche, da wünsche ich mir für unsere Partnerschaften, für unsere Beziehungen, für unsere Eltern-Kind-Beziehungen, da wünsche ich mir,
dass wir auf eine gute Art und Weise diese Sachen ansprechen und klären können. Gute Art und Weise heißt hier ohne Anschuldigung, du hast im Fall immer und nie sondern dass wir es ansprechen können, dass wir sagen können, was hat es bei mir gemacht und warum. Und im besten Fall versteht das Gegenüber das. Vielleicht zeigt sie sogar Einsicht, vielleicht zeigt sie sogar Reue. Und im besten Fall oder noch besseren Fall der besten Fälle bittet die Person um Entschuldigung. Und ich kann so mit gutem Gefühl diese Entschuldigung annehmen und Vergebung aussprechen. Und im allerbesten Fall der besten Fälle führt das zur Versöhnung. Weil Versöhnung ist, wenn die Beziehung von zwei Menschen wiederhergestellt wird. Aber das passiert nicht immer. Das geht auch nicht immer. Und das ist manchmal ein schwieriger Prozess, dieses Ansprechen. Das braucht manchmal Mut, das braucht manchmal Geduld. Man weiß nicht, wie es auskommt. Es ist manchmal auch unangenehm, aber ich glaube, es lohnt sich. Und dann gibt es wie eine Stufe drüber, auch in der Kirche. Manchmal erleben wir die Situationen, wo das Gegenüber keine Einsicht zeigt. Oder wo vom Gegenüber so eine Entschuldigung kommt, aber du merkst, der meint das gar nicht so. Oder diese Entschuldigungen, wo du denkst, war das jetzt eine Entschuldigung oder war das mehr eine Rechtfertigung? Oder was ich ganz schwierig finde, die Entschuldigung, wo du denkst, das tönt wie eine Entschuldigung, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es eine Anschuldigung an mich in dieser Entschuldigung drinnen. Oder wo du merkst, es gibt die Situationen, wo kein Gespräch möglich ist, weil das Gegenüber keine Bereitschaft hat zum Reden. Vielleicht ist es auch aufgrund der Schwere, was passiert ist, nicht angebracht, dass du mit dieser Person redest. Egal wie, wir haben immer wieder die Situation, dass keine Klärung stattfinden kann, dass keine Bitte um Entschuldigung vom Gegenüber kommt oder keine echte Bitte um Entschuldigung. Und trotzdem, hier werden die Klumpen so groß. Und gerade hier ist Vergebung wichtig und ich denke auch möglich. Und wie kann man das praktisch angehen? In der Psychologie, in der Seelsorge, in der Literatur, da gibt es so die verschiedensten Modelle der Vergebung. Manchmal sind es 4, manchmal 5 Schritte. Beim Vorbereiten ist mir ein Buch über den Weg gelaufen mit die 12 Schritte der Vergebung. Das fand ich dann schon ziemlich lang. Aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie viele Schritte es sind. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir uns bewusst sind, es sind Schritte, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, den ich gehen muss. Und es sind wie verschiedene Aspekte bei diesen Schritten wichtig. In der Bibel finden wir nur, vergebt einander. Wir finden keine 34 heiligen Schritte der Vergebung. Und ich habe mal einfach eine Zusammenstellung gemacht, die ich hilfreich finde. An der kann man sich orientieren oder auch nicht. Die ist bei allen Stufen hilfreich. Das kann ein Leitfaden sein, mit dem du alleine mit jemandem zusammen betest. Du kannst aber auch ganz anders Vergebung angehen. Erstens, so wie eine sachliche Bestandesaufnahme. Und ich finde das sehr wichtig und ich finde das auch spannend. Einfach mal so sachlich wie möglich die Situation anschauen und dann gerne auch selber oder sich selber gegenüber kritisch sein. Kann es sein, dass ich da überreagiere? Kann es auch sein, dass es an meiner Brille liegt? Kann es sein, dass ich vorher so viel Stress hatte, dass ich die Sachen anders gehört habe? Kann es sein, dass ich vorher eine sehr herausfordernde Begegnung mit meinem Teenie-Sohn hatte und das spielt noch mit? Wie einen Schritt zurückgehen und die Sache so oder die Situation so sachlich wie möglich anschauen. Und vielleicht fallen da gewisse Teile der Anklageschrift und des Schuldbriefes schon einmal weg.
Und das tut gut. Aber wenn du merkst, doch, da ist etwas, dann kann so wieder der zweite Schritt kommen. Was hat es emotional mit mir gemacht? Hat es mich verletzt? Hat es mich verärgert? Hat es mich vielleicht eher enttäuscht? Oder hat es mich verunsichert? Hat es mich komplett in Frage gestellt? Welche Gefühle hat es bei mir ausgelöst? Wut, Enttäuschung, Frust. Und diese Gefühle zulassen. Und jetzt kommt so der dritte Schritt vom Abrechnen. Was steht auf diesem Schuldschein? Was steht in dieser Anklageschrift? Weil manchmal ist das so ein Riesengewusel. Was steht da drauf? Was will ich? Was muss ich vergeben? Ich habe einfach ein ganz simples Beispiel genommen. Es hat mich enttäuscht, dass du zu unserem Hochzeitstagessen zu spät gekommen bist. Das hat mir das Gefühl gegeben, ich bin dir nicht wichtig. Und dann in einem vierten Schritt die Vergebung aussprechen. Jetzt kann ich das wie aussprechen. Ich vergebe dir, Fritz, dass du zu unserem Hochzeitstagessen zu spät gekommen bist und mir damit das Gefühl gegeben hast, nicht wichtig zu sein. Ich bin wichtig. Ich gebe das alles in Gottes Hände. Und dann kann es hilfreich sein, wenn wir das wirklich aufschreiben. Wenn wir das aufschreiben, wenn wir das dann wegwerfen, zerreißen, verbrennen, was auch immer, dass es wie so ein symbolischer Akt ist. Das kann den einen helfen und für die anderen kann das total doof sein. Aber wenn du merkst, das hilft dir, dann mach das. Und manchmal muss man auch mehr als einmal vergeben oder dieses Vergeben machen, weil es wie verschiedene Aspekte sind, die hervorkommen, weil es ein langer Weg ist, weil ich vielleicht einfach ein bisschen länger brauche. Aber das Ziel ist, ich setze die Verdauung in Gang. Ich fange an zu verdauen und der Klumpen wird kleiner. Und ich lasse dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig, das lasse ich los, weil das stimmt nicht. Und dann kommt ein Punkt, den habe ich bei Anselm Grün gefunden. Anselm Grün, der ist ein deutscher Benediktinerpater, hat viele Bücher geschrieben und er nimmt in seinem 5. Punkt, ich finde den so schön, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich zitiere ihn gerade direkt. Er sagt, der 5. Schritt wäre dann die Kunst, die Wunden zu Perlen zu verwandeln. Wenn ich nur die ersten 4 Schritte gehen müsste, hätte ich immer das Gefühl, ich sei benachteiligt mit meinen Verletzungen. Der 5. Schritt zeigt mir, dass in den Verletzungen auch eine Chance liegt, dass sie mich eine kostbare Erfahrung gelehrt haben. Die Wunden sind der Ort, an denen ich Gott und mein wahres Wesen auf neue Weise erkenne. Und das passiert vielleicht nicht sofort. Und du sitzt vielleicht heute Morgen da und denkst, das ist fast schon frech, dass du das sagst. Das ist fast schon anmaßend, dass du das sagst. Weil die Wunde noch so frisch ist oder die Wunde noch so groß ist und es noch so weh macht. Aber ich glaube wirklich an einen Gott, der unseren Schmerz in Stärke und sogar in Freude verwandeln kann. Und ich glaube wirklich, dass diese Hände, die durch Vergebung leer geworden sind, durch das Loslassen leer geworden sind, dass diese Hände so mit den Kostbarkeiten, die Gott für uns hat, mit den Perlen der Freude, der Stärke, der Identität, der Geborgenheit, der Sicherheit, der Liebe, dass diese Hände gefüllt werden können. Und fast zum Schluss ist es mir aber noch wichtig zu sagen, was Vergebung nicht ist. Vergebung kann nicht eingefordert werden. Vergebung ist eine freie, sie ist eine sehr hilfreiche, sie ist eine sehr erstrebenswerte Entscheidung. Und die Bitte um Vergebung kann diesen Prozess fördern. Aber Vergebung kann vom Gegenüber nicht eingefordert werden. Und ganz, ganz wichtig, Vergebung ist
keine Billigung oder Verleugnung der Tat. Vergebung ist kein Kleinreden der Situation. Und Vergebung ist nicht immer vergessen, obwohl das bei uns im ICF-Titel so steht, Forgive and Forget. Manchmal kann man nicht vergessen, manchmal muss man auch nicht vergessen. Aber loslassen und vergeben kann man. Und Vergebung bedeutet nicht immer Versöhnung. Vielleicht kann man sich nur damit versöhnen, dass es passiert ist, aber nicht mit dem, der es verursacht hat. Weil keine Einsicht da ist, weil keine Reue da ist. Und manchmal, und jetzt schließe ich so den Bogen zum Punkt abhauen, manchmal muss man sich selber schützen und Distanz nehmen. Und das ist nicht das Gleiche wie abhauen. Und schließe ich den Bogen zu 70x7 zu Petrus. Manchmal muss man sich der gleichen Verletzung nicht immer und immer wieder aussetzen. Das kann eine gute Entscheidung sein, ich nehme mich da raus. Ja, wir sind aufgefordert, immer und immer wieder zu vergeben, aber ich muss mich nicht immer und immer wieder der gleichen Verletzung, Enttäuschung aussetzen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, ja, da gibt es so ein paar Sachen, die ich erlebt habe, die gehen so über dieses Alltags, ich sage jetzt mal so normale Alltagsverletzen oder Vergeben. Das geht über das hinaus. Psychischer, körperlicher, sexueller Missbrauch, wiederkehrende, bewusste Verletzung von einer Person. Und ich glaube, auch hier ist Vergebung wichtig. Aber ich glaube, hier braucht es in den allermeisten Fällen eine Begleitung von einer geschulten Person. Und da ermutige ich dich, such dir diese Person, geh das Thema an, aber mach es nicht alleine. Und ganz zum Schluss ende ich dort, wo ich immer am allerliebsten beginne. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wirklich vergeben, ohne Krampf, ohne Müssen. Geht nur, wenn wir selber immer wieder aus dieser Vergebung, in dieser Vergebung von Gott leben. Und ich glaube, es wird mir nie langweilig zu sagen, es fängt alles an und es hört alles auf bei dieser unendlichen Liebe von Gott, bei dieser großzügigen, bei dieser gnädigen Liebe und Vergebung von Gott. Nur wenn du Vergebung erfahren hast, nur wenn du diese Liebe Gottes erfahren hast, kannst du vergeben. Vater im Himmel, vielleicht haben wir heute so ein bisschen einen Spiegel vor Augen bekommen. Wir haben gesehen, wo wir stehen. Wir haben vielleicht gesehen, da gibt es noch was, wo ich einen Klumpen habe. Da wende ich Strategien an, die nicht hilfreich sind. Da gibt es etwas, was ich angehen muss und möchte. Und ich danke dir, dass du, Jesus, diesen Spiegel hältst. Weil dann können wir dich anschauen. Hinter dem Spiegel stehst du mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Stärke. Und so möchten wir uns lieben lassen von dir, dass wir lieben können. Wir möchten uns vergeben lassen von dir, dass wir vergeben können.